Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir mit der Kidman wieder vereint worden, aber der Bastel hat auch angefangen im Seppel-Style hier den Mutantarino zu markieren und hat sich wohl auch kurzzeitig hier verwandelt, wie es der Seppelmo gemacht hat, und die Kidman hat ihn darauf hier eingesperrt. Und ja, dann kam der Leslie. Und er hat um Hilfe gebeten und jetzt sind wir hier in dem Raum gelandet, wo man keinen Kuckel abfeuern darf. Sonst fliegt die ganze Scheiße in die Luft. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich sollte rennen oder ich sollte mich verstecken. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich probiere es jetzt erstmal mit dem Renner, weil ich bin nicht der Schleichtyp. Definitiv nicht. Okay, da ist das Vieh wieder. Okay, es hat mich gesehen. Jetzt sollte ich rennen. So. Okay, der stummt die Dinger selber um. Und da war er. Es sind zwei. Verdammt nochmal. Okay, jetzt hat es sich vielleicht nochmal gelohnt, dass ich da auf Rennen geskillt habe. Also renn. Und dann hoch mit dir. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hochgesprungen oder so. Aber wenn das läuft, dann dürfte ich das doch so weit hingekriegt haben, oder? Die kommen doch nicht hoch, soweit ich das beurteilen kann. Und der Bastel kann da nicht drüber springen. Da geht's auch nicht. Na gut. Die warten doch schon ganz ungeduldig auf mich. Und ich muss wahrscheinlich da runter, ne? Da bin ich ja hochgekraxelt. Ist ja auch sein Grund habe, ne? Da müsste ich doch vielleicht am anderen Ende da runter schleichen können, ja. Okay, dann bin ich jetzt mal in Kummer. Und abwarte. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Okay, so einfach ist natürlich wieder nett. Ich wechsle nur hier vorsichtshalber auf die Harpune-Dinger, falls normale Gegner oder so kommen, so wie der hier. Aber gucke, ob ich die nicht vorher noch messern könnte oder so, ne? Das wäre vielleicht geschickter, die in Ruhe zu messern, bevor ich anfange, meine Munition zu verschwenden. Wenn ich das hier krieg. Na, ich bin ja nicht so der Typ, der sie kriegt, das in Ruhe zu machen. Okay. Ich zünd mal. Das war mein Fehler. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Dummkopf. Natürlich, wenn ich ein Streichholz anzünd, dann fliegt hier die ganze Bude in die Luft. Ach Gott, wie tappig kann man sein. Okay. Okay. Ich habe mal wieder draus gelernt. Zünd hier nichts an. Und zünd auch Gegner an. Na gut. Ach Mensch. Ich weiß, ihr hocken jetzt daheim vom PC oder vom Laptop oder wo das auch immer gucken, schlachen so richtig die Hände vor den Kopf und sagen Dummkopf. Okay, das habe ich jetzt zumindest mal begriffen, wie das hier geht. Also, dort durch. Okay, der sieht uns, egal. Es ist egal, ob der mich sieht jetzt. Ich will das Gel. Ich will hier nur durch. Und mag dort hoch. Ja? So. Mehr mag ich gar nicht. So, jetzt ist mir egal. Jetzt geht es nämlich hier weiter. So. Jetzt machen wir hier. Gibt hier überhaupt einen Schlüssel? Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Ne. Dann ist dort der Freako Deluxe. So,
Dann haben wir so schon aufgespießt. Das ist gut. Mist. Uah. Okay, dich haben wir auch noch erwischt. Mir soll es recht sein, aber mit den Dinger hantiere ich bestimmt nicht. Die Quallenarmbrust. Von denen brauche ich. Ja. Okay. So, die spießen wir auf. Dann müssen es halt nur die Harpune-Armbrustbolze sein. So what? So, dich auch noch. Das Ding nehme ich auch liebend gern. Und irgendwo muss noch eine Bolze von mir verschwendet worden sein. Da müsst ihr irgendwo noch rumfliegen in der Gegend. Ne? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich komme hier unversehrt raus. Irgendjemand fuchtelt dort rum. Okay, da können wir das Gas abstellen. Vielleicht fliegt uns jetzt nämlich unbedingt die Bude um die Ohren. Gott, ich kann mich manchmal aber echt wie der letzte Mensch ausstellen hier in sowas. Okay. Also das Gas ist schon mal abgedreht, das ist mal was, ne? So. Okay, dich kann ich nicht durch den Zaun erschlagen, warum auch immer. So, eigentlich muss ich aber wahrscheinlich, ne? Da komme ich nicht durch. Treffer kann ich sie auch nicht. Na gut, da komme ich nicht durch. Da muss es dann... Nee. Ach nicht? Da könnte ich mich drunter verstecken, okay. Okay, aber du kannst ja nicht durchgehen nochmal. Na gut. Wie machen wir das jetzt? Das war nur zum Verstecken. Gott, ich freue mich, wer do ohne Scheiß, wer do heimlich bleibt. Ich krieg's ja nicht mal gebacken, wirklich einigermaßen heimlich zu bleiben. Da habe ich das Gas jetzt abgedreht, ja? Ah! Hallo, mein Freund. Und bei dir? Die schlage ich jetzt tot. Dann schlage ich tot, das dumme Arschloch. So, komm mal her. So. Ja, komm schon. So, bleib tot. Hey! Da steht hier immer noch. Ich hätte vielleicht einmal den Nahkampfangriff skillen sollen. Da bin ich jetzt aber auch zu stolz davor, um jetzt meine Armbrust zu zücken. So, geht doch. Okay. Fabrikschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenfabrik lag. Gott, das muss auch so scheiß gruselig sein, jetzt mal ohne Witz. Das muss so fucking gruselig sein, in einer Schaufensterpuppefabrik zu arbeiten. Gerade wenn man dann noch in seiner Freizeit wirklich noch so Spiele hier spielt. Okay, das war's soweit. Noch fühle ich mich nicht gerade sicher. Und behalten wir mein Harpune-Bolze. Dann gehen wir wieder zurück. Und machen auf. So. Zack. Ich glaube, da war aber auch das Logo von der Beacon-Nervenheilanstalt drauf. Ich kann mich irren, aber es sah so aus. Okay. Da sind wir richtig. Okay. Das war das Seppel, ne? Joseph. Ja. Okay, der hat sich anscheinend auch noch nicht völlig verwandelt. Das beweist ja eigentlich, wenn der mehrere Kapitel da überlebt hat, dass es der Bastel Achikriege kennt, ohne sich völlig zu verwandeln, hm? Okay, dann geht's erstmal durch zum nächsten Trollpunkt. Und dort drauf. Zack. Noch Brühe.
Ah, okay. Du hast wieder einen Speicherraum. Das ist schon mal sehr gut. Und ich mag erst mal gucken, ob es hier was gibt. Nee. Laternen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hat es doch geblitzt oder so? Nö. Okay, aber mir scheint es wieder mit dem Wassergebiet zu tun, zu kriegen. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah, hier ist wieder Dusch da. Nix. Und du hast wieder Journal. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Na dann, wieder ab ins Spiegelparadies. Ja, und die kam auch irgendwie etwas kühl vor. So. Was ist die neue Zeitung? Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Es war wahrscheinlich dieser Inspektor Brown, den wir doch sehen bei der vermisste Anzeiger. Ja, Tatjana. Haben Sie etwas vergessen? Ja, ich wollte nur mal Fach aufmachen. So, Tatjana steht schon so sackengruselig im Gang rum. Dann mache ich doch mal gerade hier wieder auf. Was gibt's dann Schönes? So. Ah, Spritz. 2 Spritzer, das ist gut. Sehr gut. Kann man definitiv immer gebrauchen. Warum tritt er die nicht standardmäßig auf? Ich habe das doch schon mal hingekriegt. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder auf der heiße Stuhl. Und es gibt auch noch was Schönes. Ich kann jetzt nämlich bei der Fitness... Kann ich die Spritzewirkung erhöhen. Und ich glaube, das wäre manchmal gar nicht mal so verkehrt, aber das war jetzt in dem Fall wirklich nur reine Notwehr. Das war wahrscheinlich so einmal im Spiel, wo ich jemand wirklich totschlag hier von den Gegner. Und Feuerrate, Nachlader. Wie sieht es da mit dummem Nachlader aus? Wisst was? Machen wir schnell eine Hochlladezeit vom Scharfschützengewehr und dann ist das auch gut. So. Jetzt sitzen wir durch rein. Zum Speichern. Und Peng. Jawohl, das will ich. Okay, da sind wir. Here we go again. Oder so. Ne, wahr. So. Und jetzt wieder zurück, du hier. Mal gucken, was jetzt kommt. Platsch. Okay. Aber wir mal anfangen. Die Kidman war ja jetzt fort. Die ist wieder weggerannt. Weißt du, Teufel, wo hier auf irgendwie Faust und das Seppel wird unsere Hilfe gebrauchen können. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen umgänglicher, nachdem ich so ein Mutante-Kollege war bin von einem. Das füllen wir jetzt mal auf. Einfach sicherer. Und da haben wir alles soweit. Okay. Ich habe das Gefühl, da geht es weiter zum Seppel und zu der Story. Deswegen sollte ich hier hineinten gehen und es bringet nichts. Okay, scheiße. Das war noch einmal die Ehre rund gedreht.
Aber man weiß es ja als nie, ne? Ja, manchmal weiß was echt nicht. Ach Gott, wie er die Treppe hochhechtet. Hier. Ah, nix. Na gut. Wenn hier überall tote Hose ist. Alter, diese scheißen gruselige Schaufensterbopper. Boah, ich fände es echt die Hölle, da in so einer Fabrik zu schaffen. Also, Fabrikarbeit selber ist ja schon die Hölle. Aber dann auch noch in einer Schaufensterbopper-Fabrik, die auch noch so verschimmelt und abgeranzt ist wie hier, wenn man sich doch mal hier die Torsi anguckt. Alter Falter, nee. Das war ein Lama-Jumpscare. Oh, scheiße. Ah, ich habe gedacht, das erwischt mich jetzt noch, aber das war jetzt gerade ein Lama-Jumpscare. Das enttäuscht mich etwas. Da haben wir noch 2 Streichhölzer. Das war lahm. Wirklich lahm. Naja. Aber er hat sich Mühe gegeben, muss ich sagen. Er hat es versucht. Und da ist nix. Nee. Da geht's aber weiter hier. Hm? Hoffentlich fliegen wir nicht wieder zu unserem Lieblingsfisch runter. Ja, sehr gut. So dreht der bestimmt schon seit Bahne hier, unseren geliebter Lieblingsfisch. Uah. Fischfritzel. Mann, Mann, Mann. Mir fallen da gerade gute Namen von den Fischei. Der Hai... Oh, da ist der Seppel wieder. Der Haifisch Hansel vielleicht. Ah, sehr gut. Kapitel 11 überlebt. Speichern. Unwissender was, ihr liebe Leute. Wissender was. An der Stelle machen wir einen Cut. Halt mal ein bisschen früher. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier die Speicherräume wirklich weit auseinander sind. Und wenn ich jetzt keinen Cut setze, ihr liebe Leute, dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass ich irgendwann so bei 30 Minuten oder so Schluss machen muss. Und ich hätte eigentlich ganz gern so die 20-Minuten-Grenze immer so eingehalten, muss ich sagen. Deswegen gibt es noch so ein bisschen Gebabbel von mir. Und ja, ich würde sagen, ich mache definitiv hier einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Vor allem auch, wenn ich dann wirklich in der Episode so dappig war in der Fabrik mit dem Gas. Aber das kann vorkommen, wirklich. Ich spiele so blind und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Du müssen dann was einfach noch sehen, liebe Leute. Und wir sehen uns dann wieder zur Dienstagsepisode. Dann gehisst wieder eine neue Woche, neues Glück. Und der Seppel ist wieder an Bord. Also machen's gut und bis zum Dienstag. Euer Yankee.